Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Bönigen. Diese Themen haben wir heute für euch. Rund 10'000 Leute haben am Samstag an Bern Pride teilgenommen und sind durch die Hauptstadt gezogen. Und am Sonntag ist es an Brünig zu einem historischen Moment gekommen. So farbig wie am Samstag ist Bern selten eins. Rund 10'000 Leute haben sich für Bern Pride in der Hauptstadt versammelt. Der Auftakt zum Demonstrationsumzug hat die Nationalrätin Anna Rosenwasser gegeben. Die Plattform J hat gerade nach der Ansprache mit ihr reden. Hallo Bern Pride! Anna Rosenwasser als Nationalrätin hier an der Bern Pride. Was ist deine Botschaft heute an die Leute, die heute demonstrieren können? Meine Botschaft ist, dass die Antwort auf Angstmacherei Solidarität ist, erst recht in einer Gemeinschaft, wo die Leute sehr unterschiedlich sind. Ich glaube, dass die Vielfalt eine Stärke ist. In deiner Rede hast du schon erwähnt, dass in der Schweiz noch viel zu machen ist, was LGBTQ-Rechte angeht. Kurze Zusammenfassung, was gibt es noch alles zu tun? Es gibt einen Haufen zu tun. Ein Bereich ist das Gesundheitssystem, das unter anderem nicht auf Transmenschen vorbereitet ist. Und ein sehr aktueller Bereich, jetzt gerade in der Sommersession, hat der Ständerat entschieden, dass er die Gesetzeslücke bei der Stiefkindadoption nicht schliessen will, was sehr viele Regenbogenfamilien in der Schweiz schmerzlich trifft. Und was ist so deine Aussicht? Machen wir entweder Fortschritt oder Rückschritt? Zum Glück gibt es in der Politik nicht einfach nur Fortschritt und nur Rückschritt. Ich glaube, der grösste Rückschritt wäre, wenn wir aufgeben würden. Und Fortschritt passiert momentan im Kleinen, aber es gibt ihn. Und ich habe ein Auge drauf. Deine nächsten Projekte in diese Richtung politisch? Wir sind sicher noch weiter dran an der Stiefkindadoption. Das ist ein Familienanliegen. Und die selbsternannte Familienpartei, die Mitte, hat im Ständerat zu einem Teil dagegen gestimmt. Und da bleiben wir dran, weil das ist nicht rechtens aus unserer Sicht. Grosse Emotionen hat es am Sonntag gegeben, wo es an Brünig zum historischen Moment kam. Nach dem Schlussgang sind 4 Festsieger auf die Schulter getragen worden. 2 davon Berner. Die Alexandra Inniger war für die Plattform J auf dem Brünig. Der Armand, wenn man vom Tisch vorgelaufen hat, hat schon gesagt, oh, wir sind jetzt 4. Habe ich gesagt, oh, das macht gar nichts. Ja, am Schluss habe ich schon fast gewonnen, dass es etwa die mehrere Siege gibt. Ich habe gleich auch schon den einen oder anderen Festsieg dürfen teilen. Und ich glaube, die Freude hat es noch nie geschmälert. Darum sicher auch sehr, sehr schön. Heute Morgen nach dem Match habe ich gedacht, ja, es war eigentlich nicht so ein guter Start. Ich musste stellen oder dürfen stellen. Also, und dann habe ich gedacht, ja, für den Kranz wird es sicher noch Chancen geben, aber ich habe mit dem Festsieg nie mehr gerechnet. Das ist, ja, und dann auch, ich habe den letzten Gang noch geschwungen, ich habe nicht einmal mehr gewusst, dass wenn ich die Szene mache, dass ich noch mehr Chancen habe. Und ich habe einfach noch gewonnen, habe den Kranz wollen und dann bin ich rausgekommen, habe mit Schlegelwerner geredet und dann hat er gesagt, oh, und ich kann dann noch nicht duschen, eben, es könnte noch länger. Und dann, ja, ich checke es immer noch nicht ganz. Es ist ein bisschen speziell, ja. Also eben, es ist unerwartet, aber trotzdem freust du dich jetzt mit den anderen zu teilen oder hättest du es lieber für dich alleine gehabt? Nein, ich meine, am Schluss bei Brünig-Sieger, ob jetzt da 3 neben mir stehen oder nicht, ja, aber ich war nicht im Schlussgang, ich habe das Glück, dass ich überhaupt gewinnen darf. Und wenn man jetzt das 4. hoch teilen oder alleine ist, glaube ich, klar wäre es ein bisschen spezieller, aber ich habe nie damit gerechnet. Also, es ist schon so wunderschön, ja. Nein, gar nicht auf dem Schirm gehabt, darum sicher sehr überraschend. Wie soll man sagen, die überraschenden Sachen sind vielleicht fast doppelt so schön. Ja, darum sicher sehr, sehr cool. Damit wären wir am Ende dieser Sendung. Wenn ihr mehr zu diesen Themen erfahren wollt, könnt ihr uns auf www.plattformj.ch oder auf unserer App suchen. Gerade im Anschluss erfahrt ihr bei den Kollegen von Meteo News, wie das Wetter wird. Merci fürs Hineinschauen und einen schönen Hinweis miteinander.
Schön schauen Sie das Wetter auf der Plattform Jota am Montagabend. Ich hoffe, Sie sind gut in die Woche gestartet. Wettermäßig ist das heute schon recht eine sonnige Angelegenheit gewesen. Und der Rest der Woche wird auch im Einflussbereich von einem Hochdruckgebiet relativ stabil über die Bühne gehen. Aufs Wochenende her zwar schon ein bisschen ansteigendes Gewitterrisiko, mehrheitlich ist die Luft aber trocken und es ist vor allem auch wieder richtig heiße Luft, die uns erreicht. Wir sehen es nachher auf den Aussichten. Nach einer klaren Nacht, morgen sonnig, meistens wolkenlos und die Temperaturen starten am Morgen bei 13, 14 Grad, sodass man gut durchlüften kann, weil am Nachmittag wird es heiß mit etwa 30 bis 31 Grad. Wir sehen es hier verbreitet, ist es sonnig, ein paar Quellwolken gibt es morgen über den Bergen. Die bleiben aber harmlos. Der morgige Dienstag also perfekt, um auch in den Bergen grössere Wanderungen unternehmen oder Bergtouren machen. Wir haben auf den Bergen einen schwachen West- bis Südwestwind, im Flachland eine leichte Brise. Ja, und dann rollt die nächste Hitzewelle auf uns zu. Wir haben es schon in den letzten Tagen angekündigt und wir sehen es hier auf den Aussichten. Es wird richtig heiß in den nächsten Tagen. Teilweise erreichen wir über 35 Grad. Oft ist es sonnig, aber wir sehen es hier aufs Wochenende her. Kann es auch vereinzelt wieder für Hitzegewitter dann lange. Was positiv ist, wenn es überhaupt irgendwann einmal regnet, aber natürlich überhaupt keine nachhaltige Entspannung wird mit sich bringen, auch im Hinblick auf den 1. August, wo wir das Jahr dann auf Feuerwerk verzichten müssen. Danke vielmals fürs Zuschauen und einen schönen Montagabend.